willkommen auf meinem Kanal. Heute mit der ersten Folge von Kiptrit. Ich freue mich und bin ganz doll aufgeregt, was ihr dazu meint. Leider bescheiße ich schon beim ersten Video, da ich heute nicht ganz ein neues Rezept mit euch backen werde, sondern etwas, was, ja, habe ich schon ein paar Mal gemacht, aber es beinhaltet meine einer meiner Lieblingszutaten, nämlich Speck. Ich stehe auf Speck. Das mag ich gerne. Und ja, ich werde heute mit euch Muffins backen, salzige Muffins, denn ich stehe nicht so auf Süßes. Ich habe lieber ein bisschen, ja, salzige Sachen. Also ich esse lieber ein Paket Schinken als eine Tafel Schokolade. Und ich wäre wirklich dankbar, wenn ihr mir Feedbacks hinterlässt, wenn ihr kommentiert unbedingt und euch auch Sachen wünscht, was ich kochen soll, was ich testen soll. Ihr könnt mir Zutaten sagen, egal was. Bitte helft mit. Es würde mich wahnsinnig freuen und was gibt es noch? Wenn ich ein Rezeptvideo mache, dann werde ich das Rezept immer unten muss die Finger ein bisschen hochhalten, unten in der Infobox das Rezept natürlich preisgeben. Also, dass ihr das auch nachbacken könnt. Und wirklich, diese Muffins, die bringt jeder Idiot hin. Die sind ganz einfach gemacht und sie sind wirklich super lecker. Also, los von Rom. Woohoo! So, dann starten wir auch schon gleich mit den Speckmuffins. Ich habe hier Butter und dann werde ich das Ei mit der Butter zusammen verrühren. Die Butter muss wirklich weich sein, wenn ihr nicht sicher seid. Ich schmelze das Zeugs. Dann ist es 100%ig weich. Voilà! Moment. Ja. Das gut vermischen. Danach kommt Mehl. Ja. Nicht, dass ich noch etwas falsch mache. Mehl. Cayennepfeffer, ein bisschen vorsichtig sein, der ist wirklich scharf, Salz und Backpulver. Auch beim Salz ein wenig aufpassen, da der Speck auch salzig ist, nicht, dass man zu viel nimmt, weil sonst wird es nicht gut. Das wieder vermischen. So. Dann Milch hinzufügen. Ja, also das ist schon eigentlich die ganze Texterei, ziemlich einfach. Jetzt, der Speck, den habe ich vorher ausgelassen, sagt man dem. Also man muss den einfach in die Bratpfanne tun, dann warten, bis das Fett sich aus dem Speck entfernt hat und dann kann man es abtrocknen, zum Beispiel auf einem Küchenpapier und dann ist die ganze Sache nicht mehr so fettig. So, hinzufügen. Geschmackstest, ob es auch wirklich Speck ist. Das ist Speck. Entschuldigung. Dann habe ich Käse. Ich habe Gruyère genommen, der hat ein bisschen mehr Wasser. Spürt man den auch? So. Das war eine Katze. Und einfach, dass es auch noch ein bisschen gesund ist, den Knoblauch. So, das schnell runtermixen. Also riechen. Ja gut, ein Speck nicht gut riechen. Ja, riechen tut es schon mal. Der Teig ist nicht unbedingt wahnsinnig lecker, weil man riecht das Backpulver ein bisschen raus. Aber das geht beim Backen weg. So, ich mache da ein bisschen
Ordnung, dass man wieder etwas sieht. So. Ich habe hier so Muffinförmchen, die kann man überall kaufen, in verschiedenen Formen und Farben. Ich mache das mit denen, weil ich es viel schöner finde, sonst muss man das ausfetten und ja, es sieht einfach besser aus. So, dann fülle ich die Muffin. Es ist ein ziemlich zäher Teig. Ich fülle jetzt auch genügend. Den Backofen habe ich schon vorgeheizt auf 200 Grad. Nicht Umluft. Ich glaube, mit Umluft sind es 180 Grad. Je nach Backofen ist die Backzeit verschieden. Ich würde einfach eine Stäbchenprobe machen. Dann nimmt man einfach ein Stäbchen, einen Holzspieß und drückt den in die Muffins rein. Und wenn kein Teig daran kleben bleibt, dann ist es startklar. Gut, dann warten wir.